Hallo, und zwar, ich erkläre hier mal, ähm, in dem Fall ist halt diese Schlangen oder diese Schuppenpinsel, äh, das sind so Wiederholpinsel, und was da für Unterschiede gibt und wie die funktionieren. Und wer Spaß und Lust und Laune hat, kann sich das anschauen, weil da sind anscheinend, naja, ja, einfach anschauen. Ich gehe mal in die Galerie und hier haben wir mal eine weiße leere Leinwand. Und ich habe hier mal ein paar Pinselmuster da, wie das funktioniert. Es kann ja einmal sein, dass man sagt, okay, alles klar, ich möchte meine ganze Leinwand mit diesen Schuppen füllen. Ich fange mal jetzt das Pinseln an. Das ist jetzt diese Version. Dieser Pinsel hier, ähm, der ich mache mal den kleiner und ich mache einen Strich und halte den. Ähm, der, wenn man das so sieht, der legt eigentlich nur die Textur frei. Und die Textur ist diese Schuppensache. Und die bleibt immer gleich, also die folgt nicht dem Pinselstrich. Ähm, ich wechsle mal auf einen anderen Pinsel. Dieser Pinsel hier, der, der folgt der Kontur. Ähm, Das ist eine ganz andere Pinselart. Also das heißt, ich muss wissen, was will ich tun. Die, ja, so. Ähm, Ich zeige mal, also wenn man jetzt so im Internet sucht, hier in Scales Texture oder sowas, da findet man diese Schlangen, Dinge oder alles, was sich wiederholt, Schuppen, also da kann man tausend Sachen machen. Vom Maiskörner über was weiß ich was, also alles, was irgendwo ständig immer das Gleiche ist. Und die Bilder, die kann man sich ja nehmen und abwandeln. Ich habe jetzt hier, das ist dieses blaue Muster da, das habe ich halt jetzt in Schwarz-Weiß umgewandelt. Wie das geht, erkläre ich in die anderen Videos manchmal schon. Nun ja, diese Leinwand hier, ich erstelle jetzt mal einen frischen Pinsel. Ich kopiere mir diese Leinwand und ich erstelle einen frischen Pinsel. Und wenn man jetzt möchte, dass der diesen, ich sage jetzt einmal, na, mach mal frische. Und wenn jetzt der Pinsel das tun soll, dann geht man folgendermaßen vor. Und zwar, wir haben jetzt diese Leinwand kopiert, ich mache einen frischen Pinsel und dann ändert man nicht die Form, sondern man ändert die Körnung. Und zwar geht man auf Bearbeiten, Importieren, Einfügen und dann setzt man hier diese Körnung ein. Und wie gesagt, man kann mit zwei Fingertappen das invertieren. Alles, was weiß ist, wird dann Farbe und alles, was dunkler wird, wird durchsichtig. In dem Fall sieht man dann die Schuppen hier. Ich bestätige das mit fertig und man sieht hier jetzt schon auf der Leinwand, der legt mir diese Schuppen hier frei. Und man hat jetzt hier in diesen Einstellungsregler von dieser Körnung verschiedene Dinge hier. Ich kann die Größe hier anpassen. Und man kann die ganzen Regler mal durchprobieren. Man kann hier diese Helligkeit ändern, dass das mehr so rauskommt oder ein Kontrast. Dementsprechend verschieben, wie man es braucht. Und man kann hier mal malen und absetzen und mit einem neuen Strich drüber gehen und dann kann man hier mit diesen Blendmodis schauen, was passiert, wenn man über die anderen Striche drüber geht. Subtrahieren, dividieren, das kann man ja
alles einmal ausprobieren. Wir machen halt jetzt einmal multiplizieren. Gut. Und wie gesagt, ich kann jetzt hier schon die Größe einstellen. Die Größe bleibt immer gleich. Also ich gehe jetzt auf Fertig. Und wenn ich hier jetzt mal, dann bleiben diese, je nachdem wie groß ich meinen Pinsel hier einstelle, bleiben die Schuppen immer gleich. Und wenn ich, wie will ich jetzt sagen, wenn ich absetze und daneben ansetze, dann fängt er wieder mit dem Muster neu an. Also das, wenn ich eine ganze Seite ausfüllen will, muss ich hier praktisch in meinen Eigenschaften die maximale Größe ändern von meiner Pinselspitze und kann jetzt hier sagen, alles klar, ich nehme einen riesengroßen Pinsel und brush da einmal drüber. Das ist diese Variante. Okay, löschen. Nun gut. Die andere Variante ist dieser Pinsel hier, no? Der was das macht. Ich lösche den einmal und wir können dieses Schuppenmuster da nehmen und ich dupliziere mir das jetzt einmal. Und jetzt ist es so, hier muss man ein wenig anders arbeiten. Und zwar, ich wähle das aus und zoome hier mir einen gewissen Bereich raus. Und man muss jetzt wieder denken, es soll sich ja wiederholen. Das heißt, man nimmt jetzt 3 Schuppen da in der Mitte, die was ich hier immer wieder dran setzen an die anderen Schuppen. Und dann schnappt man sich einen Radierer oder man legt da was drüber. Ich sage jetzt einmal, am besten ist irgendwas drüber zu legen. Und zwar man stellt eine Ebene drüber und ich gehe aufs Auswählen, einen Kreis. Und ziehe mir hier einen Kreis rein, wo ich das auswähle. Und ich kann jetzt das hier umkehren und das abdecken. Ich brauche das in Schwarz, glaube ich. Und jetzt kann ich hier die Ebene füllen. Das heißt, alles was schwarz ist, bleibt unsichtbar, alles was weiß ist, wird gezeichnet. Und ja, auf der Ebene kann man jetzt dann auch noch, ich pinsel hier mal mit einem, wo ist mein Airbrush? Mit einem Airbrush so eine Art Farbübergang hin. Das heißt, die Kanten, da kann man sich so eine Schablone bauen. Die Kanten, die tut man ausfaden sozusagen oder halt das hier ich hoffe, das klappert wieder so wahrscheinlich. Im Endeffekt brauchen wir hier so mit weichen Kanten am Rand irgendwie so ein Schattenbild. Und so, und jetzt hat man hier seine 3 schönen Schuppen. Da kann man hier die Leinwand kopieren. Ich gehe wieder in meine Pinsel und erstelle einen frischen Pinsel. Und diesmal ändert man die Form. Bearbeiten, importieren, einfügen. Ja. Man sieht jetzt hier da oben habe ich nicht sauber gearbeitet. Das kann man ja aber alles nochmal neu machen oder halt nochmal überarbeiten. Nun gut.
Diese Form kann man bestätigen. Und jetzt geht es in die Pfadkontur. Man kann am Zeichenblock die Vorschaugröße einmal da anstellen und einmal einen Strich ziehen. Und jetzt kann man hier oben diesen Abstand einstellen. Wenn man hier zieht, mit dem Pencil direkt auf den blauen Punkt drauf geht, dann ist das relativ ungenau. Und wenn man jetzt hier eine Art Überlagerungsposition findet, dann geht man mit gedrückt gehaltenem Stift nach unten, zieht einfach von dem blauen Punkt weg und kann jetzt hier diese Feinjustierung viel genauer machen, indem dass man mit dem Stift nach links und rechts geht, bis man eine Überlagerungsposition hat, die was angefällt. Und ein Problem ist jetzt hier noch, in dieser Form muss ich erst dies so einstellen, dass die Rotation dem Strich folgt. Und jetzt sieht man hier, jetzt laufen die Schuppen quer. Wenn das so ist, dann geht man nochmal auf die Form und bearbeitet die nochmal und dreht die. Nach links, nach rechts, das kann man alles dann ausprobieren. Und jetzt kann ich hier nochmal hier probieren, meine Striche machen. Richtig die Vorschaugröße groß machen. Und in dieser Pfadeigenschaft hier nochmal das Nachjustieren. Es gibt irgendwann den Punkt, wo sich diese Schuppen so überlagern, wie ich das will. Das wäre jetzt ungefähr hier. Und jetzt geht man mit gedrückt gehaltenen Stift nach unten und macht die Feinjustierung. Okay, jetzt müsste das passen. In den Eigenschaften, im Apple Pencil kann man diese Abhängigkeit vom Druck noch einstellen und dementsprechend hier so arbeiten. Und dann kann man den Pinsel mal ausprobieren. Schwarze Farbe, Ebene öffnen. So, jetzt passiert wieder das, wo man sagt, alles klar, der geht ja in die falsche Richtung. Dann kann ich in diesen Eigenschaften anschauen, ob das an Display ausrichten eingestellt ist. Das kann man ausschalten und kann hier seinen Pinsel testen. So, und dann macht er das. Und ich kann hier in dieser Größeneinstellung hier in den Eigenschaften das noch anpassen, dass er mir das ein wenig größer macht. Und dementsprechend habe ich dann hier so eine Art Stempelfolge, die mir das so hinzieht. Das sind jetzt hier diese Stempel, die sind jetzt relativ weit auseinander. Das liegt jetzt daran, wir haben hier diese Dreierfolge, die wiederholt sie relativ weit auseinander. Das heißt, in dieser Pfadkontur haben wir 50% Abstand. Diese 50%, wenn man jetzt eine andere Form ein wenig hat, wo nicht nur 3 Schuppen sind, sondern 5 oder irgendwas, dann wird es besser. Das kann man aber alles einmal ausprobieren. Und in dem Fall wiederholt sich das dann immer so. Und diese Pinsel, die sind ja eher was dafür, dass man irgendeine Körperform nachmacht irgendwie. Und wie gesagt, die Sache ist auch, wie gesagt, mit dem Apple Pencil, mit diesem Druck, mit dieser Deckkraft und sowas, das kann man da alles ein wenig probieren, dass man diesen Übergang da schöner hinbringt. Ja. Ja, da gibt es viel zu testen, ne? Und zu machen. Weil irgendwelche Überlappungen gibt es dann immer, also bei diesen Pinseln.
Okay, ich hoffe, das hilft weiter. Alles klar, viel Spaß dabei. Tschüss.